Dann sind auch noch weitere Glückwünsche und Dankesagungen angesagt in diesem Block. Ich würde Marlise Botes nach vorne bitten, wenn ich darf. Wo ist Marlise Botes? Wir bitten Sie, in die Bahn zu kommen. Wir werden ihr nämlich gleich danken und sie ehren hier auf der Bahn. Kann vielleicht jemand für uns Marlise finden? Hat sie schon jemand im Auge? Wir hatten ein ähnliches Auffindungsproblem letztes Jahr mit dem Züchter des Jahres. Denn es wird gleich den Royal Frisian Pin geben für Marlise, den Ton ihr anstecken wird. Da, ich sehe sie, sie kommt. Also ein Dankeschön vom KFPS an Marlise mit diesem Pin, einer Brosche vom Royal Frisian KFPS, dem königlichen friesischen KFPS-Stammbuch. Marlise selbst Südafrikanerin, die jetzt gleich hier bei uns auf der Piste ist im WTC Expo in Leeuwarden. Da ist sie, Marlise Botes. Meine Damen und Herren, sie ist eine wahre Botschafterin fürs Friesenpferd. Marlise Botes hat in Südafrika eine erstaunliche Arbeit erledigt für uns. Sie hat die Zucht auf einen höheren Plan gebracht und damit die Züchter von Friesenpferden in Südafrika weiter inspiriert. Sie hat sich eingesetzt und hat auch Stammbuchhengsten importiert, wie zum Beispiel Itze 322, Wirt 409, Tschalle 443 und auch Fuke 520. Damit konnten und können die Züchter in Südafrika großartige Arbeit leisten, weil sie sich so eingesetzt hat. Ihr Zuchttalent hat Marlise vor 12 Jahren die Züchterin des Jahres sein können. Weil sie weiß, was sie tut, hat sie vor 12 Jahren, 2014 schon, diesen Preis in Empfang genommen. Wir danken dir für deine Arbeit. Es gibt den Royal Frisian Pin für Marlise Botes und wir brauchen einen riesengroßen Applaus natürlich. Ton Wortel, unser Vorsitzender des KFPS-Vorstands, überreicht hier die Brosche mit Tränen in den Augen bei Marlise. Und wir bedanken uns natürlich bei allen Züchtern in Südafrika, dass auch sie das Friesenpferd so lieben. Marlise bleibt noch eben hier stehen, gibt natürlich noch ein Blümchen. Wunderschön. Aber, meine Damen und Herren, Marlise ist nicht die Einzige, die hier heute einen kleinen Preis und eine Aufmerksamkeit von uns bekommt. Denn wir würden noch einige andere Menschen gerne auf die Bahn bitten, um uns zu bedanken. Und zwar, wir haben für euch Ersatz geregelt, aber Gerrit de Boer und Henk Dijkstra vom Omroep Friesland, die hier den friesischen Kommentar versorgen, die müssen auch auf die Bahn. Wir sehen sie hier im Scheinwerferlicht. Sie waren nicht vorbereitet, ein großes Geheimnis, niemand hat ihnen was verraten. Ja, und sie wussten wirklich nichts davon, dass wir sie darum bitten. Eine absolute Überraschung. Die waren auch noch nicht vorbereitet oder rausgekleppert, aber seit 15 Jahren sind die beiden unsere Kommentatoren, Gerrit de Boer und Henk Dijkstra. Seit 15 Jahren der friesische Kommentar der KFP-Hengstkörungen, Henk Dijkstra und Gerrit de Boer. Het woord aan de voorzitter Ton Wortel. Ton Wortel bekommt das Mikrofon. Gerrit, Henk. Beide von euch sind seit 15 Jahren diejenigen, die dieses Event in die Wohnzimmer von Friesland bringt. Nicht nur in
Nicht nur in Friesland und nicht nur in den Niederlanden, sondern auch in der ganzen Welt. Mit Leidenschaft, mit Überzeugung seid ihr mit der Grund, warum dieses Event so viel Erfolg gehabt hat. Ihr seid ein Anker für uns und für unsere Zuschauer. Und dafür haben wir Respekt. Und darum bekommt ihr von uns eine Aufmerksamkeit. Völlig zu Recht. Weil ihr so viel bedeutet. Seit 15 Jahren für dieses Event und für uns. Und ihr geht in Pension. Gerrit geht in Pension. Weil alles hat ein Ende. Und man soll aufhören, wenn es am schönen ist. Wir haben kurz noch gezweifelt an der Zukunft. Aber ich denke, dass es trotzdem wichtig ist, noch einmal zu sagen, dass Gerrit unfassbar viel weiß über das Friesenpferd. Dat hij weet op die manier Henk iedere keer toch weer uitspraken te ontwisselen. Obwohl er schon seit 15 Jahren dabei ist, versucht er immer sein Bestes, doch ein bisschen auf der Außenseite zu bleiben, um die richtigen Fragen zu stellen, um gut in der Dynamik mit Henk arbeiten zu können. Und das habe ich auch Respekt für. Und wir haben so viel genießen können von euren Gesprächen und von eurer Zusammenarbeit. Und darum bekommst du von uns, Gerrit, ein Schild für an die Wand. Ich hoffe, dass du noch irgendwo einen Platz hast, an dem du es hängen kannst. Vielen, vielen Dank. Ein Zierteller vom KFPS für Gerrit de Boer. Und Blümchen natürlich, die gehören dazu. Und Henk, was soll ich zu Henk sagen? Schon wie er schon aussieht. Haben Sie sich den mal gut angeguckt, den guten Mann? Sehen Sie, wie großartig der Mann immer gekleidet ist. Wie gut die Haare sitzen. Der ganze Mann ist eine einzige Vision. Und er macht es besonders. Nicht nur heute, sondern immer. Ja, ich hab's doch gesagt. Es ist schön, um das zu sehen. Und ich habe auf so vielen Körungen schon deine Stimme gehört. Und ich genieße es immer, wie viel Kenntnis du hast, wie viel Tiefgang diese Kenntnis hat und wie weise du sie auch an Laien vermitteln kannst. Und wir danken dir unfassbar. Der Insider weiß natürlich auch, dass Henk immer schon den Status Quo anmacht. Was macht Henk dann? Er tanzt. Wenn Status Quo läuft, tanzt Henk. Da können Sie eigentlich auch gerne mal direkt wieder mitmachen. Sollen wir das jetzt auch einmal machen? Nur für Henk. Auf geht's, Henki. Und alle zusammen, bitte, meine Damen und Herren. So. Sehr schön hier von oben, von unserer Dolmetschertribüne aus, sehen wir, dass das ganze Stadion steht. Und Henk, da ist gerade richtig Spaß. Whatever you want, meine Damen und Herren. Henk Dijkstra. Ja, Ton heeft wel wat voor Henk. Ja, und Ton hat natürlich auch noch was für Henk. Ik moet het oplezen, Henk. Ich muss es vorlesen, Henk. Und ich tue mein Bestes. Saan, der Mann mit der weißen Mähne, der alles weiß über das Pferd mit der schwarzen Hexe. Saan hinder Reitje Jo van Ine Bran. Das war Friesisch und ihre Dolmetscherin spricht leider kein Friesisch. Der Vorstand und die Mitglieder haben dafür sich entschieden, dir eine besondere Ehrenposition zuzukennen. Und darum bekommst du von uns die silberne KFPS-Nadel.
Ja, Sie dürfen gerne noch weiter applaudieren. Das ist eine wahre Ikone hier des friesischen Fernsehens und der Hengstführung. Und echte Gefühle, völlig überrascht hier mitten auf der Bahn. Für Gerrit de Boer und Henk Dijkstra und natürlich nach wie vor Marlize Bothes. Now. Jetzt möchte Bert natürlich gerne sein Mikrofon zurückhaben. Das kriegt er aber nicht zurück. Denn in meiner Liste und meinem Drehbuch steht was anderes als in deinem. Und Sie wissen schon, worum es geht, meine Damen und Herren. Wir können ja jetzt hier nicht alle möglichen Leute ehren, ohne auch unseren Stadionsprecher Bert einen Moment zu ehren. Auch der wusste natürlich nichts davon. Und ich kann Ihnen sagen, Bert macht das schon 20 Jahre für uns hier. Und Bert ist gerade 50 geworden. Der hat noch einige Jahre vor sich. Ich weiß nicht, ob du dir manchmal das Fernsehprogramm Maestro ansiehst. Aber wenn ich Bert sprechen höre, dann denke ich an Maestro. An die Art und Weise, wie er spricht, an den Maestro-Sprecher. Denn Bert dirigiert uns. Du dirigierst das Publikum, du dirigierst die Pferde. Es gibt nur eine Person, Bert. Es gibt nur eine Person, die Alwin 4, 6, 9 so sagen kann, wie du das tust. Bert, wir genießen es, wenn du hier bist. Ich höre dich manchmal auch bei anderen Pferde-Events, aber wenn du hier bist, habe ich das Gefühl, dass ich noch mehr höre und das ist die Leidenschaft. Und dafür danken wir dir, weil du uns die jedes Mal gibst. Und ich finde, dass das die Ehre verdient, die du jetzt bekommst. Vielen Dank, Bert. Wir hoffen, dass du uns noch jahrelang erhalten bleibst. So, dann kommt der Landauer rein, weil dann natürlich hier alles mit Blumen, mit Nadeln, mit Tellern in den Landauer gesetzt wird für die Ehrenrunde. Machen Sie schon mal bereit, meine Damen und Herren. Der Landauer wird gleich eine Ehrenrunde drehen und dann können wir gerne noch mal in der Standing Ovation alle so richtig ausflippen. Daar gaan ze. Jelle, neem ze mee. Een heel groot applaus voor Marlies, Gerrit, Henk en Bert.
Sie sehen jetzt in der Bahn die Dame, die gerade reingekommen ist. Das ist Alice Boy von der Organisation, die dafür verantwortlich war, zusammen mit Monique, dass die 3 Herren überhaupt nichts wussten von ihrem Ehrenmoment und den jetzt aber trotzdem erleben durften. Und wir als Dolmetscher sind allen 3 Herren natürlich sehr dankbar. Beat Reuter kann man hervorragend verstehen, wenn man hier oben sitzt und die ganze Zeit übersetzen muss. Und Alice ist für uns auch verantwortlich und sorgt sehr gut für uns. Jetzt hören wir sie auch. Ja, da sind sie dann, unsere Ehrenmenschen. Es gibt noch ein Foto, ein wunderschöner Moment. Ich habe heute Morgen 3 verschiedene Versionen unserer Drehbücher verteilt. Eins für mich, eins für Beat und Gerrit und Henk. Aber vor allem Beat dürfte natürlich überhaupt nicht wissen, was passiert und was drin steht. Und sie sind Gott sei Dank glücklich überrascht jetzt. Und wir freuen uns. Wir möchten uns bei euch bedanken für euren Einsatz, für eure Leidenschaft, dass ihr uns so mitnehmt, wie ihr uns mitnehmt auf diesem großartigen Event. Und wirklich herzlichen Dank. Du kriegst dein Mikrofon jetzt mit aller Liebe wieder zurück, aber Sie dürfen gerne noch mal klatschen. Und Ihre Dolmetscherin unterstützt diese Aussage sehr. Großer Fan aller 3 Herren und auch von Alice Boy.